Servus benannt, der Johann Barse ist da. Warum die Bäckerin-Kartoffeln heißen, das weiß ich nicht, was die mit der Bäckerin zu tun haben. Aber wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Und zwar in einer Pfanne Butter zergehen lassen und dann rohe Kartoffeln in Scheiben rein. Im Prinzip am Anfang nichts anderes wie die guten Röstkartoffeln von rohe Kartoffeln. Wir würzen die jetzt mit Salz, Pfeffer, und dann lassen wir es angehen. Schön anschwitzen ist die halbe Miete. Und Zwiebel und Knoblauch nicht zu früh rein. Die verbrennen euch bloß. Und wenn ich das gemacht habe in meiner Lehrzeit, habe ich immer geschimpft gekriegt. Ich habe gesagt, lass in Ruhe die Kartoffeln, die werden schwindelig. Und wenn sie ein bisschen angegart sind, dann kommt tatsächlich ein Knoblauch rein, Zwiebel in Streifen, hier haben wir Kräuter rein, das was ihr da habt und was ihr gern habt. Ich habe jetzt einen frischen Thymian da. Ihr könnt aber genauso gut einen Majoran nehmen, einen Oregano, passt alles. So, und den besonderen Geschmack von den Kartoffeln gibt dann die Soße. Je nachdem, für was man es braucht, kann man ein Kalbsschü nehmen. Wenn ihr natürlich einen Lammbraten habt, dann macht es ein bisschen eine Lammsauce rein. Oder eben das, was passt. Und da drin lassen wir die Kartoffeln jetzt gar ziehen. So, und damit es schön in Ruhe gehen kann, tun wir den Deckel drauf, geht es ein bisschen schneller und der Saft bleibt drin. Aber es dauert ein bisschen. So, dann schauen wir doch einmal. Ah, wunderbar. Unsere Bäckerin-Kartoffel. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, einen schönen Lammrücken da dazu, ein bisschen Kräuterbutter oder jetzt das Zicklein dazu, das wir euch schon gezeigt haben. Und lasst es euch schmecken und immer aufpassen, was es Neues gibt. Euer Johann Barse. Servus.